Und somit Christi zurück zu No Man's Sky. Es ist jetzt die erste Aufnahme seit 2 oder 3 Wochen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich weiß es nicht mehr. Das einzige Spiel, was ich in der letzten Zeit gespielt habe, war Generation Zero. Das zwar etwaig immens, aber nur, weil ich etwas machen will, um etwas Bestimmtes endlich mal zu zeigen, wenn du das Spiel nicht kennst. Heute, als kleine, ich sage jetzt einmal so als kleinen Anfang wieder, dass ich wieder in dieses Spiel reinkomme oder prinzipiell generell ins Zocken wieder reinkomme, ja, machen wir halt ein bisschen was anderes. Ich habe mir das so überlegt. Wir werden uns jetzt da in der Galaxie Orbitalstation Koordinaten empfangen. Ja, danke, mein Schatz. Das interessiert mich jetzt aber absolut nicht. Nö. Wir werden uns jetzt irgendeinen Punkt suchen. Dort reisen wir hin. Nichts verfügbar. Da reisen wir jetzt hin und dann suchen wir uns dort einen Planet aus, werden dort ein bisschen herumfliegen, ein bisschen was farmen, vielleicht finden wir irgendwo was wir verkaufen können und der Rest ergibt sich dann, wenn wir so weit sind. Wir reisen dort jetzt einmal hin. Reisemeilenstein entdeckt, erreicht, 15 Mal gewarpt. Okay. Wo sind wir hier? Okay. Was haben wir hier? Na gut, da haben wir nix. Naja. Feuriger Planet. Solanium, aktiviertes Cadmium, Phosphor, Salz. Hört sich gut an. Was hast du für uns im Angebot? Okay, aggressive Wächter. Gibt es da nur die 2 Planeten? Was ist da hinten? Ich glaube, da wird der Scanner... Ui. Planetare Anomalie. Was? Aktiviertes Cadmium, Phosphor, Salz und hohe Wächteraktivität. Jetzt weiß ich aber nicht... Achso, das sind weitere Planeten, oder werden wir müssen da durch diesen Gürtel durch. Durchbrochener Planet. Cadmium, Gold und magnetisiertes Ferrit. Den werden wir uns jetzt einmal genau anschauen. Ich habe also wie ich schon erwähnt, jetzt die letzten 2-3 Wochen habe ich nicht viel gespielt. Generation Zero, da muss ich aber noch ein bisschen was. Da muss ich aber noch weiter. Da muss ich jetzt mal was schneiden. Aber mir fehlt etwas. Und zwar, man kann so miteinander reden. Und zwar, es gibt im Laufe der Geschichte von Generation Zero
ganz zum Schluss der Hauptgeschichte bist du ja... Ah, das ist der Ort vom Planet. Ja, danke, Spiel. Okay, aber die anderen Planeten... Bingo. Aber wieso funktioniert das halt so reibungslos? Ansonsten ist es immer so ein bisschen steif. Naja. Also wir landen da einmal. Um es jetzt fortzusetzen. Es gibt im Laufe der Geschichte einen gewissen Punkt in der Bergregion, wo sich aufklärt, was der eigentliche Auslöser für den Tag der Katastrophe war. Eigentlich ein schöner Planet. Ich meine, er hat zwar nicht viel zu bieten, aber wurscht. Was ist denn das? Wow. Und zwar, du bist dort in diesem Militärlager, Militärgebäude Muskuden, genau in der Bergregion, bist du da unterwegs. Und ich bin mir jetzt nicht sicher. Es folgt in diesem Militärlager, findest du eine Aufzeichnung vom Gespräch zwischen Holberg und Van Ulmer. Aha. Kann man dich lieb haben, oder was? Naja. Also irgendwas hat der Planet. Und genau in diesem Gespräch kommt der Hauptauslöser für den Tag der Katastrophe. Das große Problem, was ich habe, ich finde den Trigger für diese Mission nicht. Vielleicht kannst mir du weiterhelfen. Ansonsten muss ich das anders angehen. Und jetzt das Spiel mal weiterhin fürs Let's Play aufnehmen. Und wenn ich diesen sogenannten Trigger erreicht habe, dass ich das dann privat mache und dann in das, was ich vorhabe, mit reinschneide. Ja. Mal schauen, weiß ich nicht. Vielleicht warst das du. Also nicht, keine Ahnung. Das Problem, was ich momentan habe, wie du vielleicht merkst, ich brauche jetzt ein bisschen Zeit, dass ich wieder reinkomme. Ich habe ehrlich jetzt extremst lange nicht gespielt und ich war letzte Woche nicht unbedingt in einer Verfassung, wo ich sagen kann, dass ich aufnehme. Ja, es hat sich etwas zugetragen, was mich verdammt weit zurückgeschmissen hat. Ich sag's jetzt mal so. Es ist das Problem. Das war das. Das ist nämlich das Problem, dass sengender Mond, Solanium. Ich kann es ja jetzt so oberflächlich einmal erklären. Ich habe es vor kurzem, beziehungsweise in meiner Umgebung hat es jetzt wieder mal einen Todesfall gegeben. Nur
der Mensch, den habe ich für eine riesige Sache bewundert. Es war scheißegal, wie beschissen die Lage ist oder wie beschissen was zu Schein sein möchte, egal, also irgendwie, keine Ahnung. Der hat den hat nichts erschüttert. Der hat permanent, wurscht bei welchen Dinge, immer eine gute Laune gehabt. Ah, da waren wir gerade. Immer positiv im Gedanken und hat diese positive Grundeinstellung hat der einfach gelebt. Und das hat mich verblüfft, wirklich. Schauen wir, gibt's da keine Raumstation? Ansonsten fliegen wir ins nächste System. Na, da gibt's nichts. Der ist einmal tot. Außer Cadmium gibt's da nichts. Und wie gesagt, das hat mich sehr verblüfft und das Traurige an der ganzen Geschichte, was mich extremst mitgerissen hat oder abgerissen hat, jetzt auch und ehrlich gesagt, Emeril-Antrieb erforderlich. Gag, das hört sich interessant an. Das Traurige an der Geschichte ist, ich bin jetzt im Oktober 41, er war 42. Es hat mich irrsinnig mit abgezogen. Und dementsprechend bin ich ja letzte Woche ein bisschen wie paralysiert durch die Gegend gelaufen. Also, es ist immer schwierig. Es gibt nicht viele Menschen in meiner Umgebung, die bewundern für irgendwelche Charaktereigenschaften. Gibt es absolut nicht. Außer jetzt vom familiären Stand oder vom familiären Kreis. Das Problem ist dahinter, als ich ein Mensch bin, ich bin wer, ich brauche hier und da Menschen, zu die ich aufschauen kann, weißt, oder die bewundern kann für irgendeine, die ich bewundern kann für irgendeine Eigenschaft. Ach, bist du deppert? Okay, die sind schon ein bisschen besser ausgestattet. Ich wollte eigentlich gar nicht kämpfen heute. Na toll, jetzt ist denn den Scheiß auch noch mit reingraben. Ja, aber es sollte die absolutes Chaos. Ja, wenn ihr jetzt das senkt jetzt. Mein Problem ist, dass ich es nicht identifizieren kann. Ich werde das jetzt anders machen. Einen nach dem anderen. Haben das zwei? Was? Warum? Jetzt sind auf einmal die Wächter da. Warum? Hä? Kapier ich nicht. Feindlicher Scan entdeckt. Au. Hä? Verbleibende Wächter, Abfangjäger, ein Schiff. Ja, aber irgendwas ballert da auf mich. Also wie du siehst, ich bin sehr verwirrt momentan. Also ich werde Zeit brauchen, bis ich wieder drinnen bin.
Okay. Sehr gut, Mädchen. Eigentlich wollte ich das gar nicht machen, aber irgendwie brauche ich es jetzt ein bisschen. Ah. Warte mal, wo ist denn der jetzt da? Äh. Ja, wir haben ja genug. Wir haben ja genug zum Aufladen dabei, das mal. Ich habe gelernt. Ja, mein Schatz, ich weiß. Danke. Soll ich ja zwei an der Backe kleben? Ja, aber warum? Ah, scheißen. Eigentlich waren ja die Piraten, gell? Jetzt sind wir in zwei Kämpfe verwickelt. Na super. Hoppala. Wenn wir da aufladen, den Scheiß. Ah. Danke, mein Schatz, für die Info, die ich selbst schon gemacht habe. So, jetzt müssen wir eigentlich nur mehr mit den zwei Wächter. Mit den zwei Wächter-Abfangjäger abfahren. Aber es war auch schon 30 Mal geschafft. Also ich habe noch immer 4 Schiffe auf dem Bildschirm unten.
Oder kann das sein, dass ich einen unschuldigen NPC erwischt habe? Das kann natürlich auch sein. Gut, jetzt suchen wir uns nochmal da so einen Winkel. Warte mal. Ja, weil es ja irgendwann einmal auskennen muss, da bei den ganzen Farbchaos da. Das sind die Wächter, das weiß ich. Ich will auf mein Schutzschild achten, weißt. Jetzt hat sich der wieder aufgelandet. Der Hosenscheißer. So, mal schnell auf die Seiten. Da. Ja, so schnell steckt's drinnen. So, was haben wir da jetzt noch? Boah, jetzt habe ich schon 3 Sternl da oben, schau. Wir werden jetzt Folgendes machen, wir werden da jetzt mal abrauschen. Das wird mir jetzt schon ein bisschen zu blöd. Wie sind's denn? 4! Na, so schnell werden wir den nicht los. Wir müssen da ein bisschen weiter ins All flüchten. Also sobald wir nämlich in Impulsantrieb einschalten können, können wir nämlich flüchten.
Ich will doch nur flüchten. Flüchten wir mal. Okay. Reisemeilenschwein erreicht. Was haben wir denn? Störenfried. Hör, hör, hör. Sehr schön. Ja, passt schon, Spiel, danke. Ja, wie du siehst, wir sind relativ voll. Da haben wir genug. Da haben wir auch genug. Da haben wir auch genug. Da haben wir auch genug. Wie du siehst, ich habe da wieder was gefunden. Öffnen. Reparaturset für was? Ein höchst nützliches Stück Überlebenstechnologie. Das Reparaturset ermöglicht eine einfache und schnelle Instandsetzung von beschädigter Ausrüstung. Zur Reparatur von Technologie kann das Reparaturset anstelle der beschädigten Unterkomponente ohne die üblichen... Okay. Was ist das? Da war aber da einer. Genau. Was war das jetzt? Ah! Ein zweites. Auch in Ordnung. Freut mich. Okay, da war nix. Das muss das Stickel da drüben gewesen sein, ne? Oder siehst du da noch irgendwo Raumschiffe? Da war die Raumstation. Boah, was ist denn das für ein Planet? Morastik, Kupfer, Fetium, Kobalt und aggressive Wächter. Ja, also wie du siehst, man verliert ja glatt den Überblick. Jetzt schauen wir mal nur da. Das ist Artemis, Atlas-Samenbergen und das ist auch irgendwas mit Artemis. Erkundung, Erforschung, Computerbasis, untersuche ein Planet in Not und den Phasenstrahler müssen wir noch installieren. Okay. Aber das machen wir das nächste Mal. Wie gesagt, musst mir da ein bisschen verzeihen, wenn du mich länger verfolgst. Ansonsten, ich werde mich bemühen, dass es in Zukunft wieder besser wird. Man muss ja wieder ins Leben zurückkommen, ne? Aber dass ich mich jetzt da trotzdem knapp eine halbe Stunde beschäftigt damit, mit denen habe ich nicht gerechnet. Ehrlich nicht. Boah, der Nebel ist geil. Oh, das ist ein Bug. Nehmen wir gleich mit. Exo-Anzug verbessern. 160.000. Das haben wir gerade noch dabei. Hast du das? Da kriegst du ja alle möglichen Zustände. Jetzt überlege ich nur gerade. Was machen wir das nächste Mal?
Direktor. Und wer bist du? Der Fahnenträger. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Nehmen wir mit. Weißt du was? Wir werden das Ganze jetzt mal da beenden. Wir werden das Ganze jetzt mal da beenden und in der nächsten Aufnahme werden wir irgendwas mal mit Artemis weitermachen. Genau, bis zum nächsten Mal. Baba! A brand new life. The time has come to say goodbye and unto